Ja, ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie alle hier sind. Danke vielmals für die musikalische Umrahmung und für dieses reiche Vorprogramm, wo wir schon alle sehr gesegnet wurden mit allem, was wir gehört und erlebt haben. Vielen Dank allen Beteiligten, vor allem auch Hans-Jörg, der eigentlich schon eine wunderbare Kurzzusammenfassung dieser Botschaft weitergegeben hat. Und Sie haben es vielleicht gesehen, aufgrund der Zeit, es ist schon ein bisschen vorgeschritten, ich möchte Sie dennoch bitten, ein wenig Geduld zu haben, dass es ein bisschen vielleicht länger geht heute Morgen, aber es ist ein wichtiges Thema, das wir besprechen möchten mit Gottes Hilfe und in dieser herrlichen, neuen, frischen Kühle der Zionshalle lässt sich ja auch gut aushalten. Ich möchte auch noch ein kurzes Gebet sprechen. Danke, Vater, in Jesu Namen für diese Morgenstunde und dass du zu unseren Herzen reden möchtest, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Gib Gnade zum Hören, gib Gnade zum Reden, alles zur Ehre deines Namens. Amen. Ja, Hans-Jörg hat es schon zitiert, die Gedanken sind frei. So lautet der Titel dieses Schweizer Volksliedes aus dem 19. Jahrhundert und er hat es schon gesagt, ja, bestimmt ist es vielen von Ihnen bekannt. Die erste Strophe hat er vorgelesen, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Er wusste übrigens nicht, dass ich auch mit dem beginne, also die Gedanken sind frei. Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten, kein Mensch kann sie wissen, kein Kerker einschließen, es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Es gibt aber noch zwei weitere Strophen. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Und dann die dritte Strophe. Und schließt man mich ein im finsteren Kerker, ich spotte der Pein und menschlicher Werke, denn meine Gedanken zerreißen Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei. Nun, die Gedanken sind in dem Sinn tatsächlich frei, dass mich kein Mensch hindern kann zu denken, was ich will. Das ist aber nur ein Aspekt. Woher kommen eigentlich Gedanken? Was für Auswirkungen haben Gedanken? Und wie soll mit ihnen umgegangen werden? Und bei allem, sind sie wirklich frei? Mit der Hilfe des Herrn möchte ich 3 Bereiche ansprechen. Die Herkunft der Gedanken, die Auswirkungen der Gedanken und schließlich ganz praktisch der Umgang mit den Gedanken. Also die Herkunft der Gedanken. Woher stammen unsere Gedanken? Wodurch werden sie gesteuert? Sind sie einfach das Resultat von chemischen und elektrophysikalischen Vorgängen in unserem Gehirn? Steckt also hinter jedem kranken Gedanke ein krankes Molekül? Wenn wir Klarheit über diese Fragen erhalten möchten, müssen wir die Information bei dem suchen, der die Fähigkeit des Denkens überhaupt erst geschaffen hat. Und das ist der lebendige Gott. Keine Facette der Evolutionstheorie kann uns überzeugend darlegen, wie aus unbelebter Materie ein ca. 1,5 Kilogramm schweres Organ entstanden ist, das aus 100 Milliarden Nervenzellen besteht, wovon jede einzelne Zelle wiederum die Fähigkeit hat, mit 1000 anderen zu kommunizieren, ja sogar mit ihnen verbunden ist. Das sind sogenannte Synapsen, das entspricht 100 Billionen Verbindungen hier drin. Die Aktivität des Gehirns ist mit 1000 elektronischen Schalttafeln verglichen worden, von denen eine einzige groß genug ist, um ganz New York damit zu versorgen. Jede Schalttafel arbeitet in Höchstgeschwindigkeit daran, Fragen und Befehle aufzunehmen und auszusenden. In einem Zeitraum von 24 Stunden kommandiert und koordiniert und kontrolliert dieser Supercomputer zwischen unseren beiden Ohren
über 600 verschiedene Muskeln, ca. 23.000 Atemzüge und ca. 100.000 Herzschläge. Darüber hinaus verarbeitet er unzählige Gedanken, durchschnittlich über 10.000 pro Tag. Das ist das Schöpfungswerk des lebendigen Gottes. Wenn also Gott die Denkfähigkeit geschaffen hat, dann stehen meine Gedanken immer in Abhängigkeit zu ihm, in einem Verhältnis. Und in diesem Sinne sind meine Gedanken nicht frei, nämlich nicht frei von der Verantwortung gegenüber ihrem Schöpfer. Und aus diesem Grund müssen wir uns über ihn informieren, über seine Gedanken, über unsere Gedanken. Und wo finden wir diese? Wo finden wir die Gedanken Gottes? Hier in der Bibel. Allein in der Bibel finden wir die Gedanken Gottes. Die Bibel enthält nicht alle Gedanken Gottes in einem absoluten Sinn. Die Bibel sagt klar, denn der Himmel und aller Himmel können ihn nicht fassen. Aber wir finden hier drin alle Gedanken, die er in seiner unfassbaren Weisheit für uns, die Menschen, als wesentlich, wichtig und wegweisend erachtete. Hören wir also, was Gott über die Gedanken der Menschen sagt. Bitte, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt auf 1. Mose Kapitel 6, Vers 5 bis 6. 1. Mose Kapitel 6, Vers 5 bis 6. Das ist die erste Stelle, an der die Bibel über Gedanken spricht. Dort heißt es: Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Hier wird uns eine absolut erstaunliche und grundsätzliche Wahrheit mitgeteilt. Hans-Jörg hat es in der Einleitung schon erwähnt: Gott sieht die Gedanken. Der Text sagt, Gott sah die Gedanken der Menschen. Und auch von Jesus Christus lesen wir an manchen Stellen in den Evangelien, die hat Hans-Jörg auch alle zitiert, dass er die Gedanken sieht und kennt. Hingegen gibt es keine einzige Bibelstelle, die belegt, dass der Teufel das auch kann. Obwohl er besondere übernatürliche Fähigkeiten hat, ist er ein an Zeit und Raum und Ort gebundenes Geschöpf. Seit 6000 Jahren kennt er die Verhaltensweise des Menschen und kann deshalb erahnen, wie die Gedanken sich in gewissen Umständen verhalten werden, wie er, der Mensch, in gewissen Umständen reagiert. Und leider ist er auch meisterhaft darin, dies für seine Zwecke zu missbrauchen. Lieber Freund, nur Gott hat Zugang zu deinen Gedanken, sonst niemand. Gott sieht deine Gedanken, er kennt deine Gedanken, und zwar nicht nur den einen oder anderen, sondern jeden. Und das ist erstaunlich und erschreckend zugleich. Dieser Bibeltext, den wir jetzt gelesen haben, belegt ganz klar die Herkunft der Gedanken. Der Ursprung der Gedanken ist unser Herz. Unser Herz. Was ist mit Herz gemeint? John Owen, ein Puritaner aus dem 17. Jahrhundert, hat es einmal so ausgedrückt: Herz wird in der Bibel vielfältig genutzt, manchmal für Sinn und Verstand, manchmal für den Willen, manchmal für Gefühle, manchmal für das Gewissen, manchmal für die ganze Seele. Zitat Ende. Es gibt über 40 Ausdrücke in der Bibel, die den inneren Menschen beschreiben. Es muss also zwischen dem physikalischen, sterblichen Teil eines Menschen, insbesondere des Gehirns,
und dem geistlichen, unsichtbaren, ewigen Teil, seinem Herzen unterscheiden werden. Genauso wie das Paulus auch in 2. Korinther 4,16 macht, indem er einen inneren von dem äußeren Menschen unterscheidet. Das Herz ist der moralische Steuermann, der den Intellekt befähigt, führt und anstößt, aber es ist nicht mit dem Intellekt gleichzusetzen. Deswegen wird das Herz oder dieser innere Verstand im biblischen Sinn nie dumm oder genial genannt, sondern vielmehr verständig oder unverständig, weise oder töricht. In Markus Kapitel 7, Vers 21 bis 22 bestätigt Jesus diese Wahrheit von 1. Mose 6,5, dass der Ursprung der Gedanken das Herz ist. Markus 7, 21 bis 22. Darüber hinaus bringt er dort schonungslos 12 Bereiche ans Licht, die wir sonst so sorgsam in uns hüten. 12 Bereiche, in denen sich die Gedanken austoben. Markus 7, 21 bis 22. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Das sind nun keineswegs schickliche Gedanken in aller Still, wie es uns das eingangs erwähnte Volkslied weismachen will. Es sind unappetitliche, unmoralische, unethische, unanständige, unappetitliche, ungeistliche Gedanken, die ganze Bandbreite möglicher Entgleisungen und Entartungen. Und diese Gedanken, die aus unseren Herzen kommen, werden zusätzlich durch das genährt und befeuert, was wir durch die 5 Sinnesorgane im Laufe der Zeit in unser Gehirn hineingelassen haben und hier gespeichert wurde. Vor allem, was unsere Augen gesehen und unsere Ohren gehört haben, aber auch, was unsere Nasen gerochen, unser Mund geschmeckt, unsere Hände berührt haben, all das hinterlässt seine Spuren in unserem Gehirn und beeinflusst unsere Gedanken. Darüber hinaus ist unser menschlicher Hochleistungsrechner in der Lage, aus all diesen Dingen unglaubliche Fantasiegebilde zu entwickeln. Versteht ihr, warum Sprüche 4, Vers 23, diese Stelle, die der Hans-Jörg vorher auch als Schlüsselstelle charakterisiert hat, tatsächlich der Schlüssel zu unserem ganzen Gedankenleben ist? Sprüche 4, 23, mehr als alles andere behüte dein Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Nun, schon ein flüchtiger Blick in uns hinein und heraus in die Gesellschaft zeigt, wie wahr, aber auch vernichtend diese Feststellung aus 1. Mose 6, Vers 5 ist. Die Bosheit der Menschen ist sehr groß, das Trachten der Gedanken der Herzen allezeit nur böse. Das führt uns zum zweiten Punkt heute Morgen, die Auswirkungen der Gedanken. Zuerst müssen wir uns vielleicht fragen, und vielleicht ist diese Frage bei dem einen oder anderen aufgetaucht, was ist denn geschehen, dass Menschen, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden, auf einmal böse Gedanken in ihren Herzen tragen? So dass es von Gott heißt, da reute es den Herrn, 1. Mose 6, 6. Dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Was ist passiert? Was ist passiert? 3 Kapitel vorher, in 1. Mose 3, sehen wir, dass das erste Menschenpaar ihre von Gott geschenkte Fähigkeit zu denken, an ihn zu denken, missbraucht hat. Statt an Gott und seine Wahrheit zu denken, dachte Eva über die herausfordernden Lügen des Teufels nach. Mit verheerenden Auswirkungen bis heute. 1. Mose 3, ab Vers 1.
Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon nach ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Wenn Gott diese Information uns hier nicht gegeben wäre, beziehungsweise damals dem Mose durch den Heiligen Geist offenbart wäre, fehlte uns heute jegliche Erklärung für die Existenz von allen bösen Gedanken, die die Menschen, die dich und mich plagen. Es begann in Evas Gedanken, indem sie über die berauschende Ansicht nachdachte: Ihr werdet sein wie Gott. Angeregt durch ihre Gedanken sah sie, dass von dem Baum gut zu essen wäre, wie wenn es nicht genug Nahrung gegeben hätte. Dies beeinflusste ihre Gefühle, es veränderte ihren Willen. Sie nahm von der Frucht und schließlich führte es zur verbotenen Tat. Sie aß. Und so läuft Verführung zur Sünde immer ab. Es beginnt in den Gedanken. Das hat Auswirkungen auf die Gefühle. Aus den Gefühlen kommen Wünsche, aus den Wünschen das will ich, beeinflusst den Willen und schließlich führt es zur Tat. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Sie gewannen nicht nur Erkenntnis des Bösen, sie waren jetzt selber böse. Durch den Einzug der Sünde wurden damals gleichzeitig Adams und Evas geistliche Augen, ihr Herz geblendet. 2. Korinther 4,4 sagt, dass der Satan, der Gott dieser Weltzeit, die Sinne verblendet hat. Das sind die allerersten schrecklichen Auswirkungen von falschen Gedanken. Und so kam es schließlich, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse. 1. Mose 6,6. Obwohl der physische Denkapparat, das Gehirn, trotz Einschränkungen immer noch zu außergewöhnlichen Leistungen fähig ist, ist die geistliche Quelle der Gedanken, das Herz, seither verschmutzt. Ja, die Bibel sagt, es ist tot. Und beachten wir, ein fehlerhaft funktionierendes Gehirn macht es sehr schwer, gewisse Dinge zu verstehen, was eigentlich passiert, aber es kann keine Sünde erzeugen. Es bringt nur die Dinge ans Licht, die schon vorher im Herzen waren. Die damaligen, bis heute andauernden Auswirkungen auf unser Denken beschreibt schließlich Paulus im Römerbrief Kapitel 3, in Römer Kapitel 3, Vers 11. Es ist keiner, der verständig ist, keiner, der nach Gott fragt. Die Gedanken des Herzens sind also total unfrei. Sie sind nämlich gebunden an ein sündiges Herz. Und Paulus schreibt weiter darüber in Epheser Kapitel 2, Vers 3. Wir führten alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Nun heißt es in Sprüche 23, Vers 7, ich zitiere aus der Schlachterbibel, wie einer in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Das ist eine biblische Wahrheit, nicht eine philosophische, eine biblische Wahrheit. Wie einer denkt, so ist er. Das bedeutet, unsere Gedanken haben
immer Auswirkungen. Liebe Freunde, das Ergebnis unserer Gedanken von heute ist der Charakter von morgen. Oder so wie es das alte, anerkannte Sprichwort sagt, sähe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sähe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Weil am Anfang jeder Tat der Gedanke steht, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 28, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon in seinem Herzen Ehebruch mit ihr begonnen. In 1. Johannes 3,15 sagt deshalb auch der Apostel Johannes, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Diese Aussagen bewegten William MacDonald einmal zu der drastischen Formulierung, Hass ist Mord im embryonalen Stadium. Und hier hat das Volkslied im negativen Sinn recht. Ja, freigelassene Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Sie sind verheerend, wenn wir die Gedanken freilassen, ihnen freien Raum geben. Aus all diesen Gründen, liebe Freunde, liebe Geschwister, hören wir den Herrn in Jesaja 55 klagen. In Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Was sollen wir tun? Was sollen wir denn in so einer Situation tun? Der Mensch muss Jesaja 55, Vers 7 berücksichtigen. Vers 7, dort heißt es, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Und das ist die gute Nachricht, das ist die gute Nachricht. Evangelium, gute Nachricht. Dein Herz, deine Gedanken können erneuert werden. Du bist ihnen nicht für Zeit und Ewigkeit ausgeliefert, denn deshalb ist Jesus Christus Mensch geworden, um dich und mich von der Macht und Wirksamkeit der Sünde zu befreien, die unsere Gedanken befleckt. Durch sein Blutvergießen und durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha nahm er, der allein Unschuldige, der Sündlose, stellvertretend für mich, für dich, die Schuld und Sünde und die verdiente Strafe auf sich. Deshalb müssen wir umkehren. Kehre um zum Herrn. Und jedem, der an ihn glaubt, schenkt er durch die Wiedergeburt ein neues Herz und damit ein erneuertes Denken. Ist das nicht wunderbar? Herrlich. Erst dadurch sind deine Gedanken wirklich frei. Denn mit der Wiedergeburt wird uns die herrliche Fähigkeit geschenkt, endlich wieder so zu denken, wie Gott es will. Paulus beschreibt das in 1. Korinther 2,16. Wir haben den Sinn des Christus. Diese neue Denkfähigkeit ist deshalb so bedeutend, weil sie mit unserem größten Ziel zu tun hat, die Ewigkeit, das Paradies, einmal bei Jesus zu sein, ewige, unzertrennliche, ungetrübte, herrliche Gemeinschaft mit ihm zu haben. 1. Johannes 3, 2-3 sagt es so, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, nachdem wir umgekehrt sind, Buße getan haben, erneuert worden sind. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich wie auch er rein ist. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleichgestaltet werden. Und das beginnt in unserem Denken.
Nun hat aber jeder Christ schon Augenblicke erlebt, in denen über er seine eigenen unreinen Gedanken erschrocken ist. Augenblicke, ja Zeiten, in denen die eigenen Gedanken nicht nur frei, sondern völlig zügellos und unkontrolliert herumgaloppierten. Warum steigen selbst in Christen, die durch das teure Blut des Herrn Jesus von ihren Sünden abgewaschen, durch den Opfertod geheiligt und gerechtfertigt und durch den Heiligen Geist erneuert worden sind? Warum steigen beunruhigende, bedrückende, ja beschämende Gedanken auf? Gedanken, die man kaum los wird, die belasten und bedrängen, Gedanken, von denen man vielleicht hofft, dass nie ein anderer davon Kenntnis erhält. Und so manch einer wünscht sich vielleicht sehnlichst, dass seine Gedanken endlich der Freiheit beraubt würden, dass sie endlich aufhören, so frei zu sein, so beängstigend und bedrohend wird ihre Anwesenheit empfunden. Oh ja, es gibt Christen, wiedergeborene Christen, die gelegentlich oder öfters furchtbar unter allen möglichen sündigen Gedanken leiden und sich kaum mehr zu helfen wissen. Lästerliche, lüsterne und habgierige Gedanken, Gedanken von Angst und Sorgen, Gedanken von Bitterkeit und Unversöhnlichkeit, Gedanken von Stolz und Rechthaberei, Gedanken von Wut, Ärger und Rache. Oder wie es Jesus sagt, böse Gedanken, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Und das Niederschmetternde ist, Gott kennt sie alle. Gott kennt sie alle. Warum ist das so? Und vor allem, was müssen wir dagegen machen? Das führt uns zum dritten und ausführlichsten Punkt. Der Umgang mit den Gedanken. Lieber Bruder, liebe Schwester, der Herr kennt deine Momente, in denen du dich deiner Gedanken kaum mehr wehren kannst. Er hat Mitgefühl und Mitleid mit deinen und meinen Schwachheiten. Und deshalb hilft er uns auch. Er lässt uns nicht als seine Kinder hängen. Und dennoch gilt, Hans-Jörg hat das auch gelesen, Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, Mark als Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Unsere Gedanken werden gerichtet, müssen gerichtet, können nicht bestehen bleiben. Deshalb brauchen wir das Kreuz. Denn grundsätzlich ist jeder Gedanke, der Gottes Geboten widerspricht und Gottes Verbote übertritt, Sünde. Jeder Gedanke, der Gottes Geboten widerspricht und Gottes Verbote übertritt, ist Sünde. Aber was auch immer du gedacht hast und vielleicht schreckliche Auswirkungen hatte, 1. Johannes 1, Vers 9 gilt dir als seinem Kind jederzeit und überall. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, bei ihm ist viel Vergebung. Viel Vergebung. Auch von allen Gedankensünden. Unser treuer Herr gibt uns in seinem Wort darüber hinaus einige Hinweise und Anleitungen für unser Gedankenleben. Ich möchte mich der Zeit halber auf 5 begrenzen. 2, die wichtig sind zu verstehen, 3, die wichtig zu tun sind. Als erstes ist es wichtig zu verstehen, dass du mit der Bekehrung und Wiedergeburt die Veranlagung zum sündigen, zum falschen Denken leider nicht verlierst. Und so unangenehm es auch ist, aber es ist wahr, jeder Christ ist zu jeder
jederzeit zu jeder Sünde fähig, auch gedanklich. Die Bibel spricht von einem Kampf in uns. Sehr ausführlich finden wir das im 7. Kapitel des Römerbriefs. Paulus beschreibt dort seinen eigenen Kampf. Er ist sehr ehrlich. Seinen eigenen Kampf zwischen Fleisch und Geist, zwischen diesem inneren und äußeren Menschen. Und vielleicht hast auch du schon in deinem Herzen, wie Paulus in Römer 7,24 geschrien, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib, von diesen Gedanken? Und mit Vers 18 bekannt, denn ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Oh, lieber Freund, beachte, dein Körper ist an und für sich nicht böse und sündig, sondern die sündige Veranlagung in uns versucht, jede Schwäche des Körpers auszunützen, um schließlich über die körperlichen Leidenschaften das Herz zu regieren. Jakobus 1, Vers 14 sagt diese Wahrheit, dass unsere eigene Natur uns zu Sünde reizt mit folgenden Worten, Jakobus 1, 14, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und in diesem Kampf, auch mit den Gedanken, steht jeder von uns bis zum letzten Atemzug. Aber wie gesagt, wir sind nicht allein. Der Herr hilft uns und in diesem Kampf hat er wunderbare Hilfsmittel, wie wir gleich noch sehen werden. Das Zweite, das wichtig ist zu verstehen, ist, dass Gott mit der Wiedergeburt keine Gehirnwäsche vornimmt, obwohl er das könnte. So manch ein frisch bekehrtes Kind Gottes ist völlig irritiert, dass nach der Bekehrung all die alten Bilder, Töne und Eindrücke in seinem Kopf noch da sind. Die Festplatte des Supercomputers ist nicht gelöscht. Das liegt daran, dass Gott uns nicht manipuliert und zwanghaft verändert. Er will, dass wir als seine Kinder ihn freiwillig im Geist und in der Wahrheit anbeten, dass wir ihn mit Freuden von Herzen und in Liebe zu ihm nahen. Nicht mit der Angst einer Neuformatierung unserer Festplatte. Aber mit der Wiedergeburt verändert er unser Herz und schenkt uns dadurch die einzigartige Möglichkeit, unsere Gedankenwelt aufzuräumen. Und das bringt uns zu den 3 praktischen Hinweisen, die wichtig sind, beziehungsweise wie wir mit den Gedanken umzugehen haben. Als erstes ist es wichtig, dass du das tust, was Römer 12, Vers 1 bis 2 sagt. Vergangenen Februar habe ich ausführlich darüber gesprochen. Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Neuerung eures Sinnes. Sinn kann auch mit Gedanke übersetzt werden, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Liebe Geschwister, Veränderung unserer Gedanken, sagt dieser Text, ist nicht ein einmaliger Akt, sondern ein fortwährender Prozess der Erneuerung. Und es erfordert immer wieder Entscheidungen, die das Wort Nein beinhalten. 1000-mal Nein. Trotz Reinigung deiner Gedankenwelt durch das Blut Jesu ist es schwierig, die vorhandenen Gedanken zu vergessen. Löschen geht nicht. Zumal unser Gehirn so beschaffen ist, dass es gar kein Vakuum erträgt. Es hat stets das Bedürfnis, mit etwas gefüllt zu sein. Und das bedeutet, dass die Reinigung gleichzeitig mit der Aufnahme neuer Gedanken einhergehen muss, mit der Aufnahme von Gottes Gedanken. Gottes Gedanken finde ich in der Bibel, wie gesagt. Deshalb sollen wir regelmäßig drin lesen und mit dem Herrn über das Gelesene reden.
Gottes Gedanken kann ich durch Predigten, Auslegungen, Erklärungen, durch gute Bücher und durch den Austausch in der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern besser verstehen. Mach davon Gebrauch, nimm daran teil. Schließlich werden Gottes Gedanken zu meinen Gedanken, wenn ich sie umsetze, danach handle. In Ehe, Familie, Gemeinde, Gemeinschaft, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft. Lebe danach. Was musst du tun, wenn du ein Glas mit dreckigem Wasser hast und möchtest, dass es sauber wird? Ausleeren geht nicht, das wäre ja die Gehirnwäsche. Was musst du tun? Was musst du tun? Du musst vorzu neues, reines, frisches Wasser hineinleeren, bis es herrlich rein ist. Manch einer wundert sich, ja, er ist irritiert, dass er trotz persönlicher Bibellese und Gebetszeit am Morgen immer noch von so manchem üblen Gedanken geplagt wird. Morgens beim Aufstehen, tagsüber, abends beim Einschlafen, selbst in der Nacht. Und er merkt nicht, dass diese wunderbare Füllung durch die Bibellese und Gebetszeit mit reinem Wasser, durch Lektüre von Magazinen und Internetseiten, durch Betrachtung von Filmen und TV-Sendungen, durch Hören von allerlei Gesprächen und Musik, also durch ein vielfaches Hineinschütten von unreinem Wasser total aufgehoben wird? Wie können wir rein sein, wenn wir uns mehr mit dem Unreinen befassen? Bitte versteht mich recht, liebe Freunde. Es geht mir überhaupt nicht um Gesetzlichkeit. Es geht um Nachfolge. Wir müssen Wege finden, wie wir Römer 12,2 umsetzen können. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir müssen Wege finden. Ich denke, Psalm 1 ist eine vorzügliche Erklärung, wie das geschehen soll, was Römer 12,2, 1-2 hier von uns fordert. Psalm 1-2. Dort heißt es so schlicht, aber so zentral. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt Tag und Nacht. Erlaube mir die persönliche Frage, mit welchen Daten wird dein Gehirn gefüllt? Worüber denkst du nach Tag und Nacht? Und das führt uns zum zweiten Hinweis über den Umgang mit unseren Gedanken, den wir aus der Schrift entnehmen. Als zweites ist es wichtig, dass du positiv denkst. Liebe Freunde, diese konstante positive Beeinflussung des bewussten Denkens in seinen Gedanken, so die Definition von positivem Denken, ist nicht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den Amerikaner Ralph Waldo Emerson entstanden. Oh nein, dieses positive Denken ist die Erfindung des lebendigen Gottes. Inspiriert durch den Heiligen Geist gibt Paulus schon vor knapp 2000 Jahren einer kleinen Gemeinde im heutigen Griechenland in Philipper 4,8 eine Anleitung zum positiven Denken. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Darüber denkt nach, dem sinnt nach, das bedenkt, das überlegt, das erwägt. Alles, was wahrhaftig ist, das heißt, auf all das sollen wir sinnen, denken, was wahr, wahrheitsgemäß, wahrheitsgetreu, wirklich und echt ist. Alles, was ehrbar ist, das heißt, auf all das, was Respekt verdient, würdig und edel ist. Alles, was gerecht ist, das heißt, auf all das,
was gerecht, recht, rechtschaffen und in einem gewissen Sinne auch verantwortungsbewusst ist. Alles, was rein ist, das heißt auf all das, was moralisch und sittlich sauber ist, was heilig und keusch und unbefleckt ist. Alles, was liebenswert ist, das heißt auf all das, was lieblich, lieb, teuer, erfreulich, angenehm, wohlgefällig, bewundernswert, gewinnend und einnehmend ist. Es beinhaltet auch den Sinn von Frieden fördern und Konflikt vermeiden. Alles, was wohllautend ist, das heißt auf all das, was löblich, lobenswert, was erfreulich, schön, angesehen, unanstößig, glückverheißend ist und was einen guten Ruf hat, einen guten Namen und Klang genießt. Alles, was irgendeine Tugend ist, das heißt auf all das, was tüchtig, vortrefflich, tugendhaft und vollkommen ist. Und schließlich, wie wenn das nicht schon ausreicht, alles, was lobenswert ist, das heißt auf all das sollen wir gesinnt sein, was Lob, Beifall und Anerkennung verdient. Damit sollen wir unser Denken füllen. Davon sollen wir in unserem Denken geprägt und beeinflusst werden. Und es hat herrliche Auswirkungen, nach denen du dich vielleicht schon so lange sehnst in deinem Gedankenleben. Philipper 4, Vers 8. Was ihr auch gelernt und empfangen habt und gehört und an mir gesehen habt, das tut, so zu denken. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das wünschen wir euch. Das wünschen wir uns doch so sehr, diesen Frieden Gottes. Mit diesem Vers bekommen wir nicht nur eine wunderbare Checkliste für unser gesamtes Freizeitverhalten, sondern Prinzipien, die sich auf alle unsere Lebensgebiete erstrecken und die in sich segensbringend für alle Menschen sind. Und beachten wir, dass es in dieser Welt, die Gott geschaffen hat, vieles gibt, das in diese positive Kategorien hineingehört. Wir sind in dem Sinn überhaupt nicht weltfremd. Liebe Geschwister, worauf bist du bedacht? Worauf sind wir bedacht? Wenn du mit deinen Gedanken nicht klarkommst, dann nimm dir doch mal heute Nachmittag die Mühe. Schreib dir diesen Bibelvers aus Philipper 4, Vers 8 ab. Und schreib unter jeden Ausdruck Dinge auf, die für dich dazu passen. Und dann sorge dafür, dass du diesen Zettel griffbereit hast, wenn du wieder in der Lage bist, in der Situation, dass die Gedanken durchbrennen, dass sie nicht mehr unter Kontrolle sind und erweitere diese Liste beständig, arbeite an ihr und auf diese Art lernst du ganz praktisch den Umgang mit deinen Gedanken. Schließlich gibt es Situationen, in denen wir die Freiheit unserer Gedanken radikal beenden müssen. Das ist der dritte und letzte Hinweis, der wichtig zu tun ist bezüglich unseres Gedankenlebens. Paulus beschreibt das in 2. Korinther 10, Vers 5. 2. Korinther 10, Vers 5. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Hier beschreibt Paulus seinen Kampf gegen die Irrlehrer im damaligen Korinth. Es ist ein Kampf gegen falsche Vorstellungen, Meinungen und Gedanken, die sich hartnäckig behaupten wollen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes richten, die nicht länger frei sein dürfen, sondern gefangen genommen werden müssen, die ansonsten bestraft werden. Dieser Kampf ist nicht mit fleischlichen, das heißt natürlichen Mitteln zu gewinnen, sagt dieser Text, also mit guten Methoden, Therapien oder gar Medikamenten. Dieser Kampf wird ausschließlich mit den geistlichen Waffen gewonnen, die Gott jedem Gläubigen zur Verfügung stellt. Und auch hier ist es wichtig zu verstehen, es ist kein Kampf gegen Dämonen,
sondern gegen dämonisch inspirierte Gedanken. Und zwar Gedanken, die sich gegen Gott erheben. Diese Waffen, beziehungsweise diese Waffenrüstung sind die Gnadenmittel Gottes, die er uns darreicht, um in den Gedanken zu siegen. In Epheser Kapitel 6 ab Vers 11 werden sie beschrieben. Ich denke, vielen sind sie bekannt. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen den listigen Kunstgriffen des Teufels. Das Wort Kunstgriff bezeichnet eine berechnende Taktik, mit der Hilfe der eigene Gegner gedanklich getäuscht werden soll. Wo beginnt also der Kampf? In den Gedanken. Zieh deshalb jeden Morgen aufs Neue diese Waffenrüstung an, indem du aus diesem Bibeltext, Epheser Kapitel 6, ab Vers 11, ein persönliches Gebet machst. Ein Gebet bezüglich auch deiner Gedanken. Vielleicht kann das so tönen: Herr, im Glauben umgürte ich meine Lenden mit deiner Wahrheit. Danke, dass du selbst die Wahrheit bist. Hilf mir, deine Wahrheit zu erforschen, in deiner Wahrheit zu leben, zu denken, zu reden und zu handeln. Im Glauben ziehe ich den Brustpanzer deiner Gerechtigkeit an, dass deine Gerechtigkeit zu meiner geworden ist. Danke, danke. Ich will mit meinem Herzen das denken und lieben und danach handeln, was gerecht ist. Im Glauben ziehe ich die Stiefel der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens an. Danke, Herr, dass ich durch dich Frieden mit dem Vater haben darf und dadurch einen festen Stand in meinem Denken. Danke, Herr, dass ich diesen Frieden verbreiten darf. Herr, hilf mir heute, so ein Friedensstifter zu sein. Herr, im Glauben will ich den Schild des Glaubens ergreifen, diesen Schild, den du wirkst und mit dem ich alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen kann und nicht durch eigene Gedanken noch zusätzlich anfeuere. Danke, dass ich so gestärkt, bewahrt, geschützt, ohne Furcht in den Tag gehen darf. Herr, im Glauben will ich deinen Helm des Heils anziehen, diesen Schutz des Kopfes. Danke für die Gewissheit meiner Errettung. Danke für die Sicherheit meiner Zukunft bei dir, o Herr. Danke, dass du bald wiederkommst. Bewahre meine Gedanken und mein Gemüt vor Enttäuschung und Entmutigung und Verzweiflung. Herr, im Glauben ergreife ich auch dein Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Hilf mir daran zu denken, mich an dein Wort zu erinnern, es recht zu gebrauchen und anzuwenden. Und schließlich, lieber Herr, möchte ich zu jeder Zeit, wie es auch hier im Text steht, zu jeder Zeit beten mit allen Gebet und Flehen im Geist für alle Heiligen und für die Verbreitung des Wortes Gottes. Mach aus diesem Tag, o Herr, ein Siegestag, an dem ich an dich denke, an dem ich so denke, wie du es willst, an dem du erkannt, geehrt und verherrlicht wirst. Mach aus Epheser 6 ein persönliches Gebet mit deinen Worten. Und auf diese Weise nehmen wir jeden Gedanken und als Folge davon unsere Gefühle, unsere Wünsche, unseren Willen, unsere Taten unter den Gehorsam des Christus. Und dadurch lernen wir auch in unserem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, 1. Korinther 4, 6. Und wir lernen dadurch und sind geschützt, nämlich unsere Gedanken sind geschützt vor den Gedanken des Feindes. Lieber Bruder, liebe Schwester, du bist frei, dich heute zu entscheiden, deinen Gedanken nicht länger freien Lauf zu lassen, sondern sie unter den Gehorsam des Christus zu tun. Wie denkst du darüber? Ich komme zum Schluss. Sind die Gedanken wirklich frei? Die Gedanken sind frei bezüglich der Möglichkeit zu denken. Die Gedanken sind nicht frei bezüglich der Quelle, aus der sie stammen. Die Gedanken sind stark,
aber als Christ kannst und musst du ihnen widerstehen, sodass sie dich nicht beherrschen. Die Gedanken sind bezwingbar. Jedes sündige Denkmuster kann von einem Christen überwunden werden. Wie sah dein Gedankenleben diese Woche aus? Der beste Schutz für dein Gedankenleben ist ein Herz, das geheiligt ist, ein Herz, das sich vom Wort Gottes ernährt, ein Herz, das vom Geist Gottes erfüllt ist, ein Herz, das Ja sagt zu dem, was dem Sohn Gottes gefällt, ein Herz, das Nein sagt zu allem, was dem Herrn nicht gefällt. Deshalb, beherzige Sprüche, Kapitel 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Der Herr schenke dir viel Gnade dabei. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Danke, Herr Jesus Christus, für dein wunderbares Wort. Dein Wort ist entlarvend, es ist klar, es ist direkt, aber auch befreiend. Und Herr, du weißt, mit welchen Gedanken sich jeder heute Morgen beschäftigt. Du kennst ja alle Gedanken. Hilf uns aus dieser Erkenntnis die Konsequenzen zu ziehen, indem wir dir Recht geben, bei dir Vergebung und Reinigung bekommen und Wiederherstellung erlangen und auch Erneuerung und endlich Sieg über unsere Gedankenwelt. Bitte schenk es und danke, oh Gott, dass bei dir so viel Vergebung ist, dass wir immer wieder mit allem zu dir kommen dürfen und volle Reinigung, volle Vergebung, volle Wiederannahme erfahren. Und Herr, wenn hier heute Morgen jemand sitzt oder uns über andere Kanäle zuhört, der nicht dein Eigentum ist, schenke es, dass er oder sie heute Morgen den bisherigen Weg und die bisherigen Gedanken verlässt und umkehrt zu dir, dem gerechten, gnädigen, gütigen, geduldigen und so barmherzigen Herrn, bei dem so viel Vergebung ist. Vater, schenke es in Jesu Namen. Amen.